Einsatz. Alarm für die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten. Für die frisch gebackene Kommandantin Simone Körner ihr erster echter Einsatz. Also wenn man diesen Ton hört, dann ist das Adrenalin auf 180 und dann geht's einfach los. Dann schaltet man in den, was ist die nächste Priorität-Modus und dann legt man einfach los. Jetzt muss es schnell gehen. Das kann Leben retten. Das Schlimmste, was sein kann, ist für mich, wenn wir zu spät kommen und nicht mehr helfen können. Aber auch das gibt es natürlich und auch da müssen wir dann durch. Ein Brand in einem Wohnhaus. Gefährlich für Anwohner und Retter. In so einem Moment, da versucht man trotzdem ruhig zu bleiben, die Lage zu überblicken und zu gucken, was ist meine Aufgabe, was ist mein Ziel und da danach vorgehen. Das Feuer ist im Keller des Hauses, aber der giftige Rauch ist schon nach oben gestiegen. Ein Teil des Teams beginnt sofort zu löschen. Andere sind zeitgleich für die Evakuierung zuständig. Nur wenige Minuten später ist das Feuer gelöscht. Wir würden ein GWL nachholen fürs Material, das müssen wir da runter schaffen. Und wie geht es den Männern damit, von einer Frau kommandiert zu werden? Hochkompetent. Also ich glaube, das war von Anfang an klar, dass sich da vom Führungsstil her, dass wir uns da überhaupt keine Gedanken machen müssen. Die hat es auch richtig drauf, uns auch zu führen und zu leiten. Ich bin selber auch Gruppenführer in der Feuerwehr bei uns und ich finde, sie macht das richtig gut. Eine Stunde später kann Simone Körner wieder durchatmen. Ich bin froh, dass niemand was passiert ist, weder den Anwohnern noch unseren eigenen Leuten. Wir hatten die übliche Chaosphase am Anfang, bis sich alles sortiert hat. Aber dann ist reibungslos gelaufen und jetzt fällt langsam so ein bisschen die Anspannung ab. Und 11.1, ja. Sie ist Physikerin und arbeitet hauptberuflich in einer Führungsposition beim Freistaat Bayern. Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist sie auch für das Warten der Strahlenschutzgeräte zuständig. So, schauen wir mal, was der macht heute. Ja, sehr schön. 70 Mal ist sie letztes Jahr für die Feuerwehr ausgerückt, aber nie als Kommandantin. Hi, alles klar? Ja, du bist beim Überprüfen. Ihr Mann Martin ist auch bei der Feuerwehr. Jetzt ist sie hier seine Chefin. Einen Chef gibt's immer. Ja, und es geht eigentlich ganz gut. Man muss halt unterscheiden, wo man quasi Ehepartner ist oder wann sie halt Chef ist. Genau. Wenn Einsatz ist Einsatz, da ist sie Chef und da kann man einen guten Vorschlag machen, aber das war's dann auch. Genauso wie jeder andere auch. Richtig, wie jeder andere auch. Die Feuerwehr verbindet sie. Ja, es ist gemeinsame Liebe zur Technik, den Menschen zu helfen und natürlich auch gemeinsam hier Zeit zu verbringen. Seit 25 Jahren sind sie verheiratet. Den Heiratsantrag gab's oben auf der Drehleiter. Bei der Feuerwehr ist Simone seit 30 Jahren. Das Laufpaket für die Übung, oder heute? Aber erst seit 9 Wochen in der Leitungsfunktion. Kommandantin sein ist eine Herausforderung für mich jetzt. Es ist noch mal eine komplett neue Sichtweise auf die Feuerwehr. Und neu ist ja auch, als Kommandant hat man die Verantwortung für alles. Also für die Ausbildung der Mannschaft, für die Geräte, dass der Einsatzdienst läuft, dass der Übungsdienst läuft, dass die Verwaltung gemacht wird. Man ist für alles verantwortlich. In 15 Minuten findet eine Feuerlöschübung statt. Gleich muss sie auch hier beweisen, was sie drauf hat. Habt ihr einen Albert gesehen? Albert? Fast die ganze Mannschaft wird heute da sein. Bei Feuerwehreinsätzen geht's streng hierarchisch zu. Dann müssen alle den Ansagen der Kommandantin folgen. Das Adrenalin ist natürlich noch mit da, weil es noch eine meiner ersten, also die erste Praxisübung jetzt auch ist, die ich als Kommandant mit betreue. Und klar, auch bei mir kann es besser oder schlechter laufen. Boah, das werden wir gleich sehen. Bevor es losgeht, eine kurze Einweisung. Da
Dann darf ich euch heute recht herzlich begrüßen zur Übung. Als allererstes wollte ich echt ein riesen Danke sagen für die, die am Samstag da waren und die Top-Leistung beim Einsatz abgeliefert haben. Lief echt prima. Vielen, vielen Dank. Gleich sollen sie wieder einen Zimmerbrand bekämpfen. Diesmal nicht echt. Und mehrere Personen retten. Klare Kommunikation ist wichtig. Dann passt. Okay, der Rest einsteigen. Einmal ums Karree. Der Übungsbrand am Feuerwehrhaus ist schon vorbereitet. Die Kommandantin muss die Lage erkunden und blitzschnell die Aufgaben delegieren. Zimmerbrand, zweites OG links. Ihr macht die Menschenrettung und Brandbekämpfung. Treppenhaus. Da rein. Ja, jeder, der macht Menschenrettung. Ja. Der Rauch von Zimmerbränden ist extrem giftig. Ohne Atemschutzgeräte geht nichts. Simone ist Ansprechpartnerin für alles. Habt ihr nur Leute übrig für Einsatzstellenbeleuchtung? 3 Schlauchclub. Und mein Schlauchclub hat was? Jetzt da, ja? Dann Einsatzstellenbeleuchtung. Ich schaffe es bei Maschinisten, der soll von hier aus da Ja, ausleuchten. macht es. Weiß ich. Ja. Wir haben da schwarzen Rauch aus dem Fenster. Schwarzer Rauch ist ein schlechtes Zeichen. Dann könnte bald eine über 1000 Grad heiße Stichflamme aus dem Fenster kommen. 30 Meter lässt sich ihre Drehleiter ausfahren. Das erleichtert Rettungen enorm. Jede Minute zählt. Zuerst das vordere der beiden Fenster. Nach 5 Minuten sind 2 Personen aus dem vorderen Zimmer über die Drehleiter gerettet. Dann geht's nochmal hoch, zum zweiten Zimmer, wo der schwarze Rauch rauskommt. Aber dann hakt es. Die Drehleiter kommt nicht hin. Die Drehleiter war so positioniert, dass sie vorne die Menschenrettung der Person, die wir gesehen haben, gut durchführen konnte. Also der Arbeitsauftrag war erfüllt. Aber es wäre besser gegangen, ein bisschen weiter hinten. Dann hätten wir, wenn am anderen Fenster noch was gewesen wäre, auch am anderen Fenster erreichen können. Also es ist eine strategische Verbesserung, die wir einfach für die Zukunft mitnehmen. Trotzdem ist die Übung gut gelaufen. Der Brand ist schnell gelöscht. Alle Hausbewohner gerettet. Die Simone ist eine sehr, sehr kompetente Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann. Sie mag es auch gar nicht, wenn man das mit Kommandantin betitelt, sondern sie ist halt der Kommandant und fertig, einfach unser Chef. Ja, und ich finde es super. Sehr viele Frauen, also unser Frauenanteil ist sehr hoch. Ja, und das macht Spaß. Und warum macht Simone Körner das überhaupt alles? Für mich ist es schön, mich hier ehrenamtlich engagieren zu können. Und ich hoffe natürlich auch, dass das lebt davon, dass das nicht nur ein Kommandant macht, sondern auch Führungskräfte gibt, dass es Mannschaft gibt, dass Leute gibt, die sich in der Feuerwehr ehrenamtlich engagieren zum Wohl von anderen. Und wir freuen uns über jeden, der das auch machen will. Und nicht nur wir hier, sondern die ganzen Feuerwehren in Bayern. Wichtig auch danach das Gesellige. Das stärkt nicht nur das Team, es macht auch Spaß.